Hallo miteinander und willkommen zurück bei Losenmalen. Kurzes Live-Update. Ich bin im Auto gesessen mit meinem Freund. Er so, ja, mach mal einen Podcast da. Ich erstmal fucking Losenmal abgelassen. Nicht wirklich aus Versehen, aber so, mehr so aus Reflex, ich weiß auch nicht wieso. Digga, das war mir so peinlich gewesen. Ich habe dann zum ersten Mal so meine Begrüßung selber gehört. Das tönt so scheiße. Immer das «Hi zusammen». Ich glaube, ich muss ein Intro haben. So ein richtig vercracktes, aber halt eins, das ich immer einspielen kann, damit ich nicht selber muss reden. Wisst ihr, was ich meine? So, dass das erste so einfach so ein Jingle ist oder so. Kann man das jemand machen, Leute? Ich kann das nämlich nicht. Danke, lieben besten Dank im Voraus. Sonst habe ich nicht so viel zu updaten, glaube ich. Doch, ich habe jetzt ein eigenes Auto, Digga. Ich werde noch ein Video darüber machen. Ich fühle mich einfach ein bisschen räudig irgendwie, weil dann werde ich wieder gefrontet so von der breiten Masse, wo halt mein Content nicht immer schaut. Also so der Algorithmusfluss von so random Leuten, die mich einfach nicht so kennen, die dann so sind, du verwöhnte Göre, du dumme kleine so. Für das bin ich glaube noch nicht ready, aber irgendwann habe ich Bock, ein lustiges Video dazu zu machen. Ich war echt viel schon am Rumcruisen. Es ist viel angenehmer, es ist ein viel kleineres Auto als das, was ich von meiner Mutter fahren normalerweise. Genau. Falls ihr mit Video schaut oder auf YouTube schaut, fragt nicht, wieso ich hier im Pulli sitze. Ich fühle einfach den Pulli im Moment. Und weil es Sommer ist, kann ich ihn eh nie anziehen und darum tue ich so aus Protest ihn jetzt einfach daheim anlegen. Fragt nicht. Auf jeden Fall, heute habe ich einen Aufruf auf Insta gemacht, dass ihr mir doch auf Telonym, wisst ihr noch, eine Teufelsplattform für kleine Kinder damals, aber ihr habt mir auf Telonym können erzählen, was euch gerade stresst oder zu was ihr meine Meinung hören wollt, für was ihr so ein bisschen Tipps braucht, Situationen aus eurem Leben, und auf das würde ich heute ein bisschen eingehen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Es ist auf jeden Fall sehr nice, dass ihr mir das anvertraut, aber ich kann natürlich heute nicht auf alles eingehen. Ich werde fix nochmal so eine Folge machen. Das Zeug bleibt ja... Oh nein, es bleibt glaube gar nicht so lang. Naja, es bleibt auf jeden Fall noch ein Zeitchen und mal schauen, wenn die nächste Folge kommt. Sonst mache ich einfach nochmal so einen Aufruf, also folgt mir auf jeden Fall auf Insta, auf «Los einmal», damit ihr es nicht verpasst nächstes Mal, falls ihr auch noch etwas habt, wo ihr mir erzählen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil ich habe sonst nicht gross etwas zu erzählen. Doch, ich war viel am See im Verhältnis zu sonst. Genau an den See, so hier in der Schweiz, falls du deinen scheiß Sommer in der Schweiz verbringen musst. Es gibt auch schöne Orte in der Schweiz, man will es nur nicht so wirklich wahr haben. He? Man muss auch nicht wandern, man kann einfach an den See gehen chillen. Und dann sieht es aus, als wärst du so in Schweden oder so. Okay, wir fangen an mit dem ersten. Mein bester Freund macht plötzlich mit meiner Ex um und tut mich plötzlich überall ausschliessen und sie überall einladen. Ich existiere für ihn nicht mehr. Aber Hauptsache, meine Ex hat noch gesagt, dass sie nirgends im Weg stehen will und nichts kaputt machen will. Ich komme nicht mehr weiter. Help. Ich glaube, das knüpft so an das Thema an, wo ganz viele Leute etwas darüber haben hören, so Fake Friends und wie weiss man, ob jemand wirklich ein guter Friend ist oder nicht. Ich glaube, du hast da ein Paradebeispiel für jemanden, der im Moment vielleicht nicht gerade der beste Kollege für dich ist. Und vielleicht musst du dich einfach distanzieren. Ich meine, es ist deine Ex. Theoretisch so, sie kann machen, was sie will. Es ist natürlich nicht so cool, dass es dein bester Kollege ist und so, aber es würde ja wahrscheinlich auch nicht gerade das Ernsteste auf der Welt sein, wenn ihr vielleicht gerade auseinander sind. Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, aber ich meine, vielleicht ist das jetzt mehr so eine Ablenkung und so ein «Wow», und für ihn ist es halt hure spannend, weil es ist deine Ex. Also weißt du, was ich meine? So, es ist einfach dumm und falsch eigentlich dir gegenüber, aber amigs muss man einfach das nehmen, was die Leute dir zeigen und es akzeptieren und dann weitergehen damit. Also weißt, du musst jetzt nicht um die Freundschaft kämpfen oder sie noch anficken, hey, was machst du eigentlich mit meinem besten Kollegen? So, nein, weil du hast nichts mehr damit zu tun. Sie zeigen dir ihr wahres Gesicht und du kannst es aufnehmen und sagen, gut, mit dem muss ich nichts zu tun haben, ich bin besser als das, und die einfach komplett von der Situation entfernen. Und glaub mir, das wird denen mehr weh machen, als wenn du sie anficken und ihnen sagst, wie scheiße sie sind oder so, weil das fühlt sich richtig scheiße an, wenn du probierst, Aufmerksamkeit mit etwas zu bekommen, falls das so ein bisschen in ihrem Hinterkopf ist, zum Beispiel von ihnen zwei, und du wirst einfach straight up ignoriert. So, du merkst, oh, es juckt die Person gar nicht so. Also es ist auch für deine Ex fix scheiße, so zu sehen, hä, jetzt habe ich gedacht, das regt ihn auf und so. Also das ist das, was ich machen würde, wenn ich nicht so ein grosses Temperament hätte.
Ich glaube, ich habe sie fix angefickt, alle beide. Aber ich glaube, die gescheiteste Idee ist einfach so, nein. Und das ist auch allgemein zu dem Fake-Friends-Thema und so. Leute, ihr müsst einfach die Augen ein bisschen öffnen. Meistens die Leute haben dir so hart vor die Fresse, wer sie wirklich sind. Und man muss sich einfach ein bisschen mehr auf ihre Aktionen achten. Und man merkt recht schnell, eigentlich muss ich da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, zum Beispiel. Und wir sind einfach, also wir werden meistens einfach verarscht, weil wir uns dafür entscheiden, zu ignorieren, was uns gezeigt wird. Aber wenn man sich jetzt wirklich aktiv auf das achten will, dann macht man das und ist dann auch wirklich stark und setzt sich durch und sagt, ja, okay, also die Person hat mir jetzt schon 5-mal gezeigt, dass sie zum Beispiel, dass ich keine Priorität bin. Gut, dann bist du auch keine Priorität mehr für mich zum Beispiel. Das ist natürlich viel schwieriger, als ich jetzt sage, aber ich denke, das ist so grundlegend etwas, was ich euch mitgeben könnte. Gut. Dann ist eine nächste Person, hat auch etwas beschrieben, wo ganz viel ungefähr ähnlich beschrieben haben. Und mir geht es auch zum Teil so. Darum habe ich gedacht, ich nehme das auch rein. Und zwar sagt die Person, ich weiß nicht genau, wie erklären, aber probier es mal. Ich habe, warte, ich habe jetzt gerade in meinem Dialekt. Ich lese jetzt im Dialekt von euch immer vor. Ist gut. Also, ich habe Kollegen, das ist nicht das Problem. Ich habe aber nicht eine Freundesgruppe, sondern so 3 Gruppen, zu denen ich immer wieder gehen kann und zusammenhängen. Was aber auch nicht oft ist. Sie machen aber auch viel zusammen, ohne dass ich dabei bin oder etwas davon weiss. Ich kann auch nicht... Was schreibst du jetzt wieder nicht und nicht? Du kommst auch nicht raus. Ich habe nicht eine beste Kollegin oder so, sondern so 2, 3 Leute, zu denen ich ein bisschen enger bin, als zu anderen. Wenn ich aber etwas habe, das mir Freude macht oder mir es mal nicht gut geht, habe ich niemandem, wo ich das mitteilen kann. Ich hätte einfach gerne jemanden, freundschaftlich, wo ich alles erzählen kann und mich immer melden kann. Ich merke auch, dass es mich immer belastet und mich unsicher macht, als ich nicht so viele Kollegen habe, weil ich mich immer frage, was ich falsch mache. Bin übrigens gerade in einem Zwischenjahr. Und ich glaube, der letzte Satz, dass die Person in einem Zwischenjahr ist, macht auch viel aus, weil du bist einfach mehr allein, wenn du ein Zwischenjahr machst und nicht alle anderen gerade ein Zwischenjahr machen. Die anderen gehen, keine Ahnung, weiter in die Uni oder arbeiten oder so. Alle lernen wie neue Leute kennen, mit denen sie auch mehr Zeit verbringen, gezwungenermaßen, weil es so zum Alltag gehört und du bist wie so ein bisschen, du wirst halt wie so ein bisschen von dem ausgelassen. Und es ist auch nicht das Gleiche, wenn du dann auch mit diesen Leuten chillen würdest, oder? Also so, ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu, dass eben jetzt so, wahrscheinlich bist du auch mit vielen von denen so in die Schule gegangen und so und plötzlich jetzt ist alles anders und die Wege trennen sich halt so ein bisschen und ich glaube, es ist auch, also weißt, hättest du schon die Leute gefunden, mit denen du so eng sein willst, dass du alles erzählen kannst und so deine beste Person hättest und so, dann wäre es sicher jetzt auch so. Und vielleicht ist es einfach, weißt, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit und irgendwann findest du vielleicht so eine Person, aber vielleicht auch nicht. Und du musst ja auch nicht... Also es ist ja auch cool, dass du irgendwie 3 verschiedene Gruppen hast, wo du eigentlich so ein bisschen dazugehörst. Ich verstand aber, dass man immer so den Wunsch hat nach so eine richtig innige Freundschaft, wo nur wir 2 miteinander haben. Und so. Das habe ich selber auch. Ich habe auch nicht so eine beste Kollegin, wo ich alles zusammen mache. Weil ich bin einfach zu viel umgezogen für das, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, alle Leute, die das so ein bisschen haben, wohnen halt schon das Leben lang am gleichen Ort und so und sind immer in die gleiche Schule wie alle und so. Und das haben halt viele nicht. Aber das heisst nicht, dass mit dir etwas falsch ist. Also ich glaube, für dich ist auch so ein bisschen das Problem, dass du so unsicher wirst durch das, weil es sieht so aus, als hätten alle so eine beste Kollegin oder so. Aber Alter, also ich weiss nicht, als ich mal so eine beste Kollegin hatte, Leute, das war mehr Drama als sonst etwas. Es war auch nicht toll gewesen. Aber jetzt denke ich auch immer zurück und denke mir so, ja wenigstens hatte ich dort fix immer jemanden gehabt und wir haben so gewusst, wir 2 machen alles miteinander. Aber es ist ja eigentlich auch cool, dass du aus deiner Komfortzone gehen kannst und vielleicht das noch suchen oder finden musst so ein bisschen, und noch ganz viele Leute kennenlernen musst, um das zu erreichen. Anstatt dass du jetzt schon alles hast und so, ja, wir bleiben das Leben lang zusammen und dann bist du mit 50 noch mit dem gleichen. Also, weißt du, was ich meine? Es ist, hat beides logischerweise ist es auch cool, mit 50 die gleiche Person noch zu haben. Aber ich glaube, vielleicht hilft es dir ein bisschen, wenn du das als Möglichkeit ansiehst, um noch viel mehr Leute kennenzulernen und selber noch ein bisschen zu wachsen. Und so, es wartet sicher noch etwas auf dich. Und nur weil es jetzt so ist, heisst es nicht, dass es in 10 Jahren noch so wird sein. Und eben, es hat nichts mit dir zu tun. Es passen einfach nicht alle Leute so zueinander. Und was ich mir selber immer sage, ist so, ja, Leute haben halt alle schon jemanden, weißt? Also, du kannst ja nicht best Kollegin von jemandem werden, wenn die Person schon eine beste Kollegin hat. Und die Menschen haben halt das einfach eben, weil sie so aufgewachsen sind und miteinander und in den Kindergarten und unsere Eltern kennen sich und wir sind basically Geschwister, weißt du, so ein bisschen das. Und
Ich glaube, das kommt einfach noch. Ich stelle mir einfach vor, das kommt schon noch. Ich muss mich selber auch ein bisschen comforten mit dem. Aber, was uns auch beruhigen kann, ganz viele Leute haben genau das beschrieben. So, ja, irgendwie, ich weiss nicht, ich habe keine beste Kollegin. So. Ich glaube, es geht uns allen ein bisschen so. Und auch wenn du dann das Gefühl hast, du gehörst zu einer Gruppe und plötzlich machen sie dann gleich Sachen ohne dich und so, das verunsichert einen mega. Aber, also entweder sie sind Arschlöcher und wenn die extra irgendwie ausschliessen, oder es hat auch etwas mit dir selber zu tun. Das ist zum Beispiel bei mir so, ich sage immer Nein. Also weißt, wenn sie mich dann mal fragt, ja, kommst du mit an die Party, kommst du mit in den Ausgang? Nein, sorry, heute kann ich nicht. Nein, nicht so Lust. Wieso würden sie mich dann nächstes Mal fragen? Sie gehen davon aus, dass ich keinen Bock habe, zum mitkommen. Und das ist halt einfach mein eigenes Verhalten, das dazu führt, dass ich weniger eingeladen werde. Und ich glaube, das vergessen wir an mich selber, dass, also es ist ja anstrengend für jemanden immer fragen und ein Nein bekommen. Und ich glaube, wenn man will, immer eingeladen werden, muss man auch oft Ja sagen. Also musst du dich wie entscheiden, willst du immer dabei sein oder willst du das nicht? Weil, also wenn du so bist wie ich, ist es einfach zu anstrengend, du hast keinen Bock, immer mit Leuten zu sein. Aber dann musst du auch damit klarkommen, dass sie Sachen allein machen werden. Weil sie haben ja Lust, um etwas zu machen. Also, ich weiß nicht, ob du persönlich so bist, aber ich meine jetzt mehr so allgemein so, wir sind ja oft auch selber schuld, dass wir nicht so ganz eingeladen werden. Ja, vielleicht hat das ein bisschen geholfen. Dann, mein Freund und ich wohnen sehr weit auseinander und wir sind noch jung. Ich frage mich immer, ob es sich wirklich lohnt. Ich denke mal, wenn du jetzt gerade verliebt bist und jetzt gerade Freude an der Situation hast und einfach die Person gerne hast, dann logisch lohnt es sich, weil du hast eine gute Zeit. Und niemand weiss, wird das jetzt haben. Ich meine, wir sind alle jung, es ist sehr, die Wahrscheinlichkeit ist immer mega klein, dass man so heiratet und Kinder bekommt mit der Person, die mit 15, 16, 17, 18, 19 zusammen ist. Aber man weiß ja nie. Und ich denke, es geht auch nicht darum, immer für jede Lebenssituation sich so zu denken, lohnt sich das? Ist es das wert? Wenn du jetzt gerade mit dieser Situation zufrieden bist und dich wohlfühlst und eine gute Zeit hast, dann lohnt es sich doch, weil dann hast du eine gute Zeit. Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, ihr wohnt weit auseinander und dann habt ihr noch die ganze Zeit Streit oder du vertraust dieser Person nicht oder du hast das Gefühl, es läuft nicht so gut, dann kann man wieder sagen, ja gut, dann ist es das vielleicht nicht wert, immer so einen grossen Weg haben und Aufwand für etwas, das dir gar nicht hundertprozentig eine Freude macht. Weißt du, was ich meine? Aber solange du kannst zurückschauen, auch wenn es auseinander geht und denkst, aber wir haben es ja eigentlich gut gehabt zusammen, wir haben schöne Erfahrungen miteinander gemacht, ich bin froh, habe ich es mit dieser Person erlebt, bla bla, so diese Sachen, würde ich schon sagen, es lohnt sich oder nicht. Aber Red Flag, dass du das überhaupt überlegst. Also fair, wenn man jung ist, eben so, man weiss nicht und aber vielleicht, wenn du dir schon so Gedanken machst, ob sich das lohnt, also weißt, es sollte ja wie selbstverständlich sein für dich, dass es sich lohnt, weil du die Person sehr gerne hast. Und wenn es das vielleicht nicht ist, probierst du gerade vielleicht auch Ausreden zu suchen dafür, wieso ihr nicht mehr zusammen sein solltet, weil du vielleicht gar nicht so gerne in dieser Situation bist. Aber das weiss ich natürlich nicht, ich kenne eure Situation nicht. Ich sollte vielleicht allgemein auch noch zu allem sagen, so logisch, ich kenne keine Details, ihr könnt mir ja nie alles erzählen. Macht nicht einfach 100% das, was ich sage, sondern eben, nehmt es einfach so als so einen gut gemeinten Tipp von einer fremden Person, die gleich nicht alles weiss. Ja. Solange man eine gute Zeit hat, lohnt sich alles. Probiere ich mir selber einzureden, weil ich bin auch so ein Overthinker, der sagt so, ja, aber was, wenn es nicht klappt? Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es nicht hebt und nicht klappt, aber so ist das Leben. Die nächste Frage ist, wie kann man am besten Motivation aufbringen für etwas? Meine Antwort, wie immer, ist fucking delusional sein. Leute, ihr müsst euch einfach fucking einreden, egal ob ihr actually Freude daran habt oder nicht. Stell dir vor, so, du musst lernen und du denkst, boah, schiss mich hure an. Wenn du aber so den Main-Character-Ding aufsetzt und so bist so, ja, weisst, aber dann bin ich die Gescheitste und weiss voll viel und dann stell mir vor, ich bin so in einem Film, so Rory Gilmore-Type Beat, falls ihr Gilmore Girls nicht kennt, könnt ihr schauen, das ist eine Serie. So, boah, ich bin jetzt voll Streberin und weißt du, so wie in einem Buch, keine Ahnung, Alter, so irgendeine Delusion muss man sich ein bisschen vorstellen, um so durchkommen, finde ich ab und zu, also wirklich, wenn du sonst keine anderen Gründe hast. Oder, keine Ahnung, du musst wie Ziel setzen und das Wichtigste, um wirklich durchzuziehen, ist halt, dass es von dir, von innen kommt. Kannst du mal googlen, intrinsische Motivation. Ja, das Psychologiestudium hat sich gelohnt. Ja, du musst es halt wirklich wie selber ein bisschen wählen und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn du dir selber Ziel setzt und so etwas vor Augen hast. Logisch bist du demotiviert, wenn du so denkst, für was mache ich das?
Aber wenn du so denkst, ich mache jetzt Gymi, damit ich das und das studieren kann, damit ich später so einen futzgeilen Job habe, wo mir Spass macht. Auch wenn es vielleicht nicht die Realität ist. Wir wissen ja nicht, wie es rauskommt. Alter, ich hasse es. Die Coco ist am Rumtäppeln, aber ich höre es halt nur so halb, weil ich ja die Noise-Cancelling-Aufnahme Kopfhörer an und jetzt habe ich ganz das Gefühl, irgendjemand ist eingebrochen. Ich bin einfach paranoid. Ich bin gerade allein. Genau, probier irgendetwas vor Augen zu haben. Red dir auch selber ein bisschen crazy Sachen ein, wenn sie muss. Zum Beispiel, wenn du in der Bibliothek am Lernen bist, stell dir vor, so jeder dort hat einen Crush auf dich und du darfst dich jetzt nicht ablenken lassen, weil das wäre nicht sehr Main-Character-mäßig von dir. So nicht ans Handy gehen, weil sonst haben sie keinen Crush mehr auf mir. So, das ist nicht gesund, aber es funktioniert. Gut, dann habe ich wieder, es ist jetzt eine längere Nachricht, aber es ist auch etwas, wo ganz viele Leute mehr oder weniger genau gleich geschrieben haben. Und zwar, dass... Okay, warte. Ich tue es ein bisschen zusammenfassen. Sie sagt, sie ist ein halbes Jahr mit ihrem Freund zusammen und sie ist eigentlich noch nie so glücklich in einer Beziehung gewesen. Aber das Problem ist, dass sie einen toxischen Ex hat und sie verbindet erstens ein bisschen Sachen mit ihm, also mit dem jetzigen Freund, der eigentlich nichts mit ihm zu tun hat, sondern mehr so vom anderen Typ noch hängen geblieben ist. Und sie hat das Gefühl, sie rutscht immer wieder in alte Verhaltensmuster rein, wo sie vielleicht, keine Ahnung, das hat sie jetzt nicht beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, so, dass man laut wird, dass man jemanden beleidigt, dass man einfach so ungesundes Verhalten zeigt, weil das einfach normal war in der anderen Beziehung und der arme Typ, den man jetzt hat, kann eigentlich gar nichts dafür und so. Und zu dem würde ich erst mal so sagen, es ist ja schon mal fair, dass wir das alle erkannt haben, also alle Leute, die mir das geschrieben haben, so, du weißt, dass etwas nicht fair ist an dieser Situation. Und ich habe das auch oft, dass ich mich erinnern muss, so, okay, es sind nicht alle Menschen auf der Welt genau gleich schlecht wie die Leute, die mir etwas Schlechtes angetan haben. Sei das jetzt in einer Beziehung, sei das in Freundschaften. Deine Haltung, nur weil dir schlechte Sachen passiert sind, darf ja eigentlich nicht sein, dass grundlegend einfach alle scheiße sind, weil dann kannst du es gerade sein lassen. Weil wenn du dir das denkst, dann kommt es auch so raus, weil dann bist du so fokussiert auf die kleinen schlechten Sachen, dass du dir alles selber verderben kannst. Und darum eben ist es so gut, wenn du selber siehst, so, fuck, das kommt noch von dem und so. Und ich würde einfach sagen, du musst halt auch einfach einen offenen Umgang mit dem haben und auch mit deinem Freund können darüber reden. So, zum Beispiel, also du kannst ja nicht verhindern, dass es passiert. Das sind einfach so harte Verhaltensmuster, die man sich aneignet. Logisch wirst du mal ein Arschloch zu ihm sein oder ihn anschreien oder so. Wichtig ist einfach, dass er auch versteht, von wo das kommt, weil dann ist es viel einfacher für ihn, das nicht persönlich zu nehmen. Und genau, also die spezifische Person hat noch gefragt, ja, sie denkt eben, es würde ihr helfen, in Therapie zu gehen und so, aber sie fühlt sich schlecht, weil sie das Gefühl hat, es ist halt gleich nicht so etwas Grosses und sie will niemandem so einen wichtigen Therapieplatz wegnehmen, wo es mehr nötig hat, auch wenn sie weiss, man darf das eigentlich nicht vergleichen und so. Und ich würde wirklich sagen, gang einfach. Wenn du einen Platz bekommst, dann hätte es ja irgendwie müssen sein. Also weißt, vielleicht bekommst du auch erst in einem halben Jahr einen Platz, aber irgendwie haben ja alle das Recht darauf, eine Behandlung zu bekommen. Und es ist ja trotzdem etwas, ich glaube, man tut das sehr gerne so abspielen, so, ja, es geht ja nur um eine Beziehung und so, aber Beziehungen sind etwas vom Wichtigsten im menschlichen Leben. Und wenn du konstant das Gefühl hast, etwas stimmt mit dir nicht und du behandelst alle Leute scheiße, so wie du bist, dann ist es ja auch wichtig, dass du irgendwie aus dem rauskommst. Und wenn du dir nicht selber genug behilflich sein kannst mit dem, ist es ja ganz fair, dass du von jemandem Professionellem Hilfe willst. Also, keine Ahnung, das Einzige, was ich vielleicht könnte sagen, vielleicht gehst du dann nicht gerade zum Psychiater oder irgendwie zu der besten Psychologin diplomiert, bla bla bla, sondern irgendwie zu jemandem, der irgendwie, keine Ahnung, keinen Doktortitel gebraucht hat. Also, keine Ahnung, Alter. Es gibt schon genug Leute. Und es ist auch wichtig, dass Leute, die einen Anspruch darauf haben wollen, auch das zeigen, weil dann dann sieht ja auch das System so, okay, wir haben so und so viel Nachfrage und wir müssen so und so viel Angebot haben. Wenn einfach niemand angeht, haben sie wahrscheinlich noch das Gefühl, ja, wir haben genug, es kommen ja gar nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das hat, glaube ich, nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich finde, wenn es dir genug Scheiße geht mit dem, dass du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann gang auch die Hilfe suchen und denk nicht an alle anderen Leute. So, irgendwo muss man einfach egoistisch sein und für sich selber schauen wollen. Gut. Dann ein anderes Thema.
Also, ich komme jetzt dann in die Lehre und habe so scheiße Angst, dass ich so richtig verkacken werde. Es macht mir mega Mühe. Und ich habe ja jetzt selber persönlich keine Lehre gemacht. Darum kann ich nicht relaten, was den ganzen Druck angeht, dass man so halt in diesem Arbeitsverhältnis ist und in dieser Arbeitswelt und du hast so Übergeordnete und alles. Aber was ich allgemein sagen kann, ist, wenn du in eine neue Situation kommst, denke ich, hilft es mega, wenn du einfach offen bleibst und einmal so ein bisschen zurückhaltender bist. Weil was ganz viele Leute machen, inklusive mir, wenn man so an einen neuen Ort kommt und so, ist so erstmal so der Behauptung raushängen lassen, so, ja, und dann ganz grosse Fresse haben und dann versaust du dir einfach schon mal, weil alle Leute dann denken, was will der kleine Furz eigentlich da, also du bist neu und du meinst schon, die so behaupten, aber es ist ja wie so ein Schutzmechanismus eigentlich so ein bisschen so, ich bin so unsicher, darum habe ich jetzt einfach mal eine grosse Fresse. Über das habe ich auch schon ein paar Mal geredet, dass das bei mir einfach so funktioniert. Und ich wünschte mir zum Beispiel, dass ich, als ich ins Bett gekommen bin oder auch als ich dann ins Gymi gekommen bin, dass ich einfach mal die Fresse gehabt hätte und auch mal kurz observiert hat, so, wie funktionieren die Menschen da, wie gehen die miteinander um, damit du so wie kannst nachmachen, was sie alle machen. Und irgendwie kriegst du es schon an, es schaffen ja die meisten. Es wird sicher anstrengend und du musst auch nicht alles von Anfang an im Griff haben und ich glaube, das wissen auch alle. Also, es wird dann immer böse nehmen, wenn du mal etwas verkackst oder so. Vielleicht tun sie Scheiße zu dir, aber low-key, also wir wissen alle so, wie es ist, neu irgendwo sein. Und am Anfang ist es sicher scary, aber du wirst dich mega schnell daran gewöhnen. So, du bist in einem Alter, wenn du die Lehre anfängst, wo du dich basically an alles noch anpassen kannst, jedes Umfeld. Und irgendwann wird es auch so dein normaler Alltag sein und das kommt schon gut. Und red vielleicht so mit deinen Eltern oder so drüber, so mit irgendjemandem, der das schon durch hat. Weil ich persönlich, ja eben, ich habe keine Ahnung von der Lehre. Ich glaube, ich habe das legit selber nicht überlebt. Ich konnte mit niemandem reden, weil ich so Schiss habe. Aber ja, denk dran. Die haben jedes Jahr Lehrlinge. Die wissen, wahrscheinlich läuft das jedes Mal genau gleich ab. Und es gibt immer Leute, die auf einem aufpassen. Und es gibt Leute, die ein bisschen gemeiner sind, aber geh einfach zu denen, die nett sind. Okay. Das nächste ist, meine beste Kollegin hat jetzt einen Freund und ich freue mich echt für sie, aber ich frage mich dann schon auch, wenn ich endlich mal meinen ersten Kuss, Freund etc. bekomme. Okay, ihr seid wahrscheinlich ein bisschen jünger, oder? Ich glaube, das ist einfach allgemein so ein Ding in Freundschaften, dass man, Leute werden immer ein bisschen eifersüchtig oder so neidisch sein aufeinander, auch in Freundschaften. Und du musst dich auch nicht schlecht fühlen per se für das, solange du es dir halt einfach denkst und das nicht irgendwie in dein Verhalten übergeht und du plötzlich gemein zu ihr bist, einfach weil du low-key einfach das haben willst, was sie gerade hat. So, sehe das vielleicht so als irgendwie so Ansporn, anstatt als wow, was sie hat und denk dir einfach so, okay, gut, ich weiss, irgendwie habe ich in diesem Fall jetzt das Bedürfnis, auch ein bisschen so in die Richtung zu gehen und mal Sachen erleben und ausprobieren und so. Aber gleichzeitig, nur weil sie das jetzt hat, musst du natürlich nicht das Gefühl haben, du musst jetzt innerhalb der nächsten Woche auch jetzt gerade einen holen und wow, jetzt will ich das und nur weil sie das hat, so, du bist ja in deiner eigenen Timeline so und du musst nicht, weil jetzt alle anderen zum Beispiel etwas erleben, logisch fühlt es sich so an, als würde man etwas verpassen, aber du verpasst legit nichts. Okay, kleiner Cut, meine Kamera hat keinen Akku mehr irgendwie, aber wir sind wieder zurück. Auf jeden Fall, was ich einfach allgemein sagen will zu diesem Thema, ist, dass ihr wirklich nichts verpasst, weil so Sachen erleben mit Freunden und so die ersten Erfahrungen und so sind wirklich auch nur angenehm, wenn du es in deiner eigenen Zeit machst. Und sobald du es halt so aus Zeitdruck oder irgendwie so, keine Ahnung, so Gruppenzwang oder so machst, ist es halt auch sowieso keine coole Erfahrung und du denkst dir im Nachhinein, Alter, wieso habe ich mir nicht einfach die Zeit genommen, die ich gebraucht habe. Und ich weiss, es ist sehr schwierig in dieser Zeit, wo man es halt noch nicht erlebt hat, so zu denken, aber glaubt mir einfach, wenn ich das sage. Und ich weiss, man glaubt eh nie. So, man macht eh immer selber die Fehler zuerst und nachher denkt man sich, Alter, hätte ich gescheiter gelassen. Ich weiss. Aber ich will es trotzdem mal gesagt haben, so, ihr verpasst wirklich nichts. Es ist nicht so cool, wenn man nicht verliebt ist. Wenn du es einfach random machst und nachher denkst, irgendwie habe ich den gar nicht so gern gehabt oder so. Das fühlt sich nicht cool an. Dann, die nächste Person sagt, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin für meine Eltern. Und ich glaube, da können wir alle relaten. Es ist halt
einfach schwierig, weil oftmals, also ich glaube, die meisten Eltern kommunizieren auch, was sie für Erwartungen haben und du bist doch so eine Gute und aus dir wird mal etwas Grosses. Weißt du, so, von einem jungen Alter wissen wir, was unsere Eltern von uns erwarten. Oder es gibt auch solche, die erwarten nichts und du denkst so, ja, die haben das Gefühl, ich bin dumm oder was. Aber ich glaube generell eben, tun sie halt unterbewusst, sie meinen es halt nur gut und sie wollen uns nur sagen, dass wir alles werden können und dass wir alles erreichen können und bla bla bla, so einer auf den. Aber es kann halt gleich sehr viel Druck ausüben auf uns. Vor allem, wenn es halt dann so in das kommt, so, ja, normalerweise hast du doch einen 5,5, wieso ist jetzt nur ein 5? Weißt du, so, wenn sie dann so anfangen, auf hohem Niveau wirklich so an dir rumschiessen und sie meinen es immer noch nur gut, meistens. Aber amigs sind sie einfach nicht so gut im Kommunizieren, dass sie es eigentlich gut meinen und so. Oder man sieht es halt auch oft im Teenie-Alter nicht und denkt sich so, wieso kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Aber im Nachhinein denkt man sich halt auch oft so, wow, zum Glück haben meine Eltern mir damals verboten, das und das machen oder mir gesagt, ich muss das und das durchziehen, weil sonst wäre ich jetzt am Arsch. Aber glaub mir, im Normalfall, wenn deine Eltern nicht wirklich gestört sind und das Verhältnis einfach wirklich schrecklich ist, wirst du immer gut genug sein für deine Eltern. Sie werden sich immer abfinden mit dem, was du machst, weil sie lieben dich ja. Und das ist wirklich, die Liebe von Eltern ist so etwas, glaube ich, wo wir gar nicht nachempfinden können, weil ich meine, die haben uns grossgezogen, die haben alles geopfert für uns quasi. Ihr Leben hat sich so verändert, seit sie uns als Kind haben. Sie haben quasi jeden Tag nur noch für uns gelebt, sie verdienen das Geld für uns, sie schauen immer, jede Entscheidung, die sie fucking treffen, müssen sie überlegen, was ist denn mit meinem Kind? Also das ist so ein anderes Niveau von unkonditioneller Liebe, glaube ich. Und meine Mutter sagt mir immer so, dass du erst selber checken können, wenn du mal ein Kind hättest. Aber darum glaube ich, du musst wirklich nicht Angst haben, aktiv Angst haben, dass du nicht gut genug bist, solange du dir Mühe gibst. Ich glaube, das Einzige, was Eltern so richtig abfuckt, ist, wenn sie genau sehen, sie haben sich so Mühe gegeben, quasi dir die besten Möglichkeiten zu geben und du schiessest es einfach weg. Und sie sehen keinen offensichtlichen Grund dafür. Ich meine, zum Beispiel, wenn sie nicht wissen, dir geht es gerade scheiße und darum hast du scheiß Schulnoten zum Beispiel, dann sagen sie dir, ja, du faules Stück Scheiße, was machst du eigentlich? Ich bin da mein Leben am Aufopfern, damit du eine gute Ausbildung hast zum Beispiel und du verschissest alles. Und darum glaube ich, wir müssen einfach auch, also jetzt ist es so gegenseitig, sie müssen obviously Verständnis haben, dass wir nicht unser Leben so leben wollen, wie sie es uns einfach vordiktieren und es wird nicht alles so rauskommen, wie sie sich vorgestellt haben und sie können nicht alles entscheiden, was wir machen, aber gleichzeitig müssen wir auch ein bisschen offener sein mit unseren Eltern und nicht einfach erwarten, so, du musst einfach alles akzeptieren, was ich mache und so. Logisch müssen sie das eigentlich, aber es hilft, ein gutes Verhältnis zu haben, auch offen miteinander zu reden und zum Beispiel, eben, wenn jetzt so die Situation wäre, dir geht es fucking scheiße und darum du magst einfach nicht lernen und du weißt nicht, was machen. Unsere Eltern wissen meistens, was machen. Die können dir eher noch weiterhelfen. Ich weiss, wir reden nicht gerne darüber, man hat das Gefühl, ja, nein, sie würden es eh nicht verstehen und sie würden eh nur dumm tun und so, aber die haben alle ihr Leben länger gelebt als wir und ich sage das wirklich nur in Bezug auf eine einigermaßen gesunde Situation. Also logisch, wenn deine Eltern ganz, ganz schlimm sind, dann ist das etwas ganz anderes und dann, glaube ich, musst du einfach lernen loslassen vom Gedanken, dass das wichtig ist, was deine Eltern von dir denken. Also wenn sie wirklich gestört sind, wenn sie ein Problem haben, wenn einfach alles scheiße ist an dieser Beziehung, musst du lernen loslassen und einfach nur für dich selber gut genug sein. Dann ist es irrelevant, was sie von dir denken. Aber wenn du eine einigermaßen gesunde Situation daheim hast, musst du einfach daran denken, sie wollen wirklich das Beste für dich. Sie geben sich Mühe zu verstehen, was bei uns geht. Sie checken einfach meistens auch nicht ganz, was abläuft. Weil wir erzählen ja auch nicht gern. Also die wenigsten gehen zu den Eltern und sagen, ey, jetzt gerade das und das und das. So, vielleicht sagt man es mal im Nachhinein und dann verstehen sie mal, was abgegangen ist oder so. Aber sind wir ehrlich, wir erzählen ja nichts. Wir sind einfach so und dann kommen sie gar nicht mehr raus und dann sind sie hässig, weil wir verwöhnte Saugofen sind, die nicht nett sind. Es ist einfach so ein Hin und Her und ich habe das Gefühl, wenn man gut kommunizieren könnte, würde es alles ein bisschen besser lösen. Aber glaub mir, Fazit, wenn deine Eltern dich unkonditionell lieben, also bedingungslos lieben, dann ist es ihnen eigentlich egal, was du im Leben machst, solange du dir Mühe gibst
Und solange du selber etwas findest, was dir gefällt und so ein bisschen deinen eigenen Weg gehst und etwas quasi erreichst, aber in deinem Sinn. So, wenn dein Lebensziel ist, ich weiss auch nicht, was ist etwas, was Eltern vielleicht nicht so gerne hören würden. Fucking, ja, ich weiss auch nicht. Wenn du jetzt wirklich sagst, so, Alter, mein Traumjob ist einfach fucking Müllmann werden und sie haben eigentlich gedacht, du wirst Professor, wenn du ihnen genug klar machen kannst, so, das ist das, was mich glücklich macht und ich gebe mir Mühe, um das gut zu machen und ich werde die Beste sein in dem und einfach, das ist das, was ich machen will und es hat nichts mit euch zu tun und ihr habt alles richtig gemacht. Weil ich das Gefühl, Eltern sind hure oft dann so gestresst, so, wow, jetzt haben wir versagt, hätten wir etwas anderes müssen machen und was ist jetzt? Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Oder wird sie das mal bereuen? Ich Gefühl, sie denken einfach, wir können selber überhaupt hart nichts überlegen. Darum gib dir einfach Mühe und red mit ihnen über deine Sachen und lass dich auch von ihnen unterstützen, weil oft lassen wir sie ja gar nicht zu, dass sie uns irgendwie helfen in einer Situation oder so. Und dann wirst du immer gut genug sein für sie. Also, die lieben uns. Wir sind fucking kleine Babys für die. Ganz einfach. Dann, ich hätte das nicht gedacht, aber ganz viele sind auch so gewesen. Ich habe mit 20 noch nie einen Kuss gehabt. Ich habe mit 21 noch nie einen Sex gehabt. Ich habe mit 15 noch nie einen Freund gehabt. Alles so Fragen. Und das zeigt auch wieder, wie crazy unterschiedlich das eigentlich ist. Eben, es fängt bei so 12 an und hört bei so 30 auf, wo Leute noch gewisse Sachen nicht experienced haben. Und es ist wirklich... Also eben, Leute denken sich das schon bei 12 und Leute denken sich das mal ab 30, so ist es jetzt echt spät? Und ich würde einfach, also ich frage einfach um meine Meinung, so, findest du das schlimm, sei ehrlich, weil meine Friends lügen mich alle, also die würden mir nicht ehrlich sagen, wenn sie es schlimm fänden. Nein, logisch finde ich es nicht schlimm. Ich glaube, es geht einfach so darum, nicht jede, ups, mein Laptop ist irgendwie ein bisschen laut, ich muss den ein bisschen wegmachen, nicht jede Person ist parat dafür, mit jemandem, der gar keine Erfahrungen gemacht hat, etwas am Laufen hat zum Beispiel. Also, wenn wir jetzt in einem älteren Alter denken, wo halt Norm ist, dass man schon alles eigentlich durchgemacht hat. Ich glaube, es kann einschüchternd wirken für gewisse Leute, um die Person zu sein, die quasi dann alles mit dir erlebt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, aber wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich habe alles schon erlebt und du bist jetzt gegenüber, der noch keinen ersten Kuss gehabt hat, nichts. Für mich wär das dann vielleicht irgendwie überfordernd. Ich würde denken, nein, ich bin dieser Aufgabe irgendwie auch nicht gewachsen. Ich weiss nicht, ich will jemanden, der eigentlich mehr zeigt, wie es läuft und nicht, ich will so die Upper Hand übernehmen. Weißt du, was ich meine? Und dann passt es halt einfach nicht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es grundlegend falsch ist oder lame oder... Nein, es hat sich einfach nicht ergeben. Und ich finde eigentlich so Leute immer mega so... Ich respektiere das immer mega, weil ich denke mir oft so, ja, ich wünschte auch, ich hätte gewisse Sachen nicht so schnell gemacht. Also, ich war jetzt auch nicht die Früheste in allem gewesen, aber trotzdem denke ich mir an so, hätte ich doch einfach ein bisschen gewartet mit meinem ersten Freund oder dass der mein erster Kuss war, ist peinlich. Wisst ihr, so Sachen. Und das wird euch nie passieren, Alter, weil ihr habt einfach Leben durchgespielt, ohne dumme Sachen. Also ich das Gefühl, ich könnte euch so viel mehr Zeit nehmen, für so gute Entscheidungen treffen und so. Vielleicht stimmt das auch nicht, das ist einfach so meine Illusion. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde es cool, dass ihr euch nicht so hart unter Druck setzen lassen, dass ihr es halt einfach random gemacht habt, alles. Und es wird immer Leute geben, die das sogar toll finden oder die sich so etwas wünschen oder die das irgendwie geil finden. So, die hat noch nie etwas gemacht und der hat noch nie etwas, jetzt kann ich dem alles beibringen. So, es gibt mega viele so Internetposts über das, keine Ahnung. Ich muss euch wirklich nicht schämen für das. Und ich finde es einfach wichtig, dass man es offen kommuniziert, weil wenn jetzt ich etwas mit einem hat und das Gefühl hat, der hat auch schon alles gehabt und so, und nachher ist es irgendwie komisch, weil er vielleicht ein bisschen unsicher ist oder so, dann würde ich den Fehler bei mir suchen, was habe ich jetzt gemacht? Aber wenn ich wüsste, so, der hat einfach noch nie Erfahrungen gemacht, so logisch ist er ein bisschen unsicher, dann ist alles anders. Also solange man offen darüber reden kann und sich nicht schämt dafür, glaube ich, juckt es die andere Person auch nicht. Es ist erst, wenn du so bist, so, ja, weisst, ich muss dir noch etwas erzählen und so machst, als wäre es so ein grosses Problem, dann wird es auch zu einem grossen Problem. Okay, dann noch etwas, was auch leider mega viel gesagt haben, ist so, ja, wir sind eigentlich schon ein halbes Jahr zusammen, eigentlich ist er auch so alles, was ich mir gewünscht hätte, er ist nett, er ist höflich, meine Eltern haben ihn gern, aber ich habe einfach irgendwie keinen Schmetterling, ich habe nicht Lust, sexuell etwas mit ihm zu machen. Es ist nicht so, oh mein Gott, er ist so toll, er ist einfach so ein Tolle. Und ich weiss nicht, ob das normal ist, nach einem halben Jahr oder so, oder was soll ich machen, soll ich Schluss machen, ist es falsch von mir? Das haben wirklich auch viele gesagt und ich kann
nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe und wo ich auch von meinen Friends höre, sagen, vielleicht ist es wirklich nicht das Richtige. Weil logisch, irgendwann ist es nicht mehr so wie am Anfang. «Oh mein Gott, hihi, er hat geschrieben!» Aber so eine Grundverliebtheit braucht es, glaube ich, also für mich persönlich, schon, dass es das Ganze wert ist. Und amix, es kann sein, dass man jemanden liebt, aber halt irgendwie nicht so die Anziehung spürt und so. Und dann ist es vielleicht einfach so eine menschliche, so zwischenmenschliche, so wir haben uns gern, aber es ist vielleicht nicht immer so, oh mein Gott, Alter, ich will das Körperliche mit dir und so. Und das ist unangenehm, wenn du das dann trotzdem irgendwie machst, aber eigentlich willst du es gar nicht. Also das mache ich ja mega viel, so, irgendwie spüre ich es gar nicht und irgendwie fühle ich mich auch unwohl und ich will gar nicht so das Körperliche. Und dann macht man es einfach, weil man ist ja zusammen und man muss. Und ich glaube, das tut niemandem so recht gut. Und es ist auch fair, sich zu lieben. Ich meine, wir sind alle jung, wir machen alle so unseren Weg und Erfahrungen und merken, was uns gefällt und was uns vielleicht weniger gefällt. Und dann muss man auch mal selber merken, so, vielleicht, nein, das fühlt sich nicht so an, wie ich gerne hätte, dass es sich anfühlt. Also, und man merkt ja, ob sich etwas richtig oder falsch anfühlt. Und sobald man so ein bisschen merkt, so, irgendwie, ich freue mich nicht so, um ihn zu sehen oder so, dann würde ich einfach sagen, hey, redet darüber, vielleicht kann man noch etwas retten, aber ich meine, es ist ja wie auch für die andere Person unfair, wenn die andere Person sich voll so fühlt und du nicht. Und dann ist es auch okay, einfach mal loslassen und merken, okay, jetzt habe ich eine schöne Zeit gehabt, aber das war es nicht gewesen. Das ist noch nicht das Finale. Und dann ist noch das Letzte, was ich heute ansprechen will, weil es doch jetzt schon ein bisschen viel war. Jemand sagt, sorry, dass ich lache, ich hätte mega gerne einen Sugar Daddy, aber schäme mich dafür. Ich habe auch Respekt vor dem Altersunterschied, obwohl mich das genau reizt. Also, ich weiss nicht, wie alt du bist, aber ich würde dir generell davon abraten, weil eben, wie du sagst, so der Altersunterschied, das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt eine extreme Macht, also so ein Machtgefälle zwischen jemand Älterem und dir. Und du willst dich, also das ist jetzt meine Meinung, ich würde nicht abhängig sein von jemand anderem für mein Geld. Und du stehst so schnell, wenn dir ein Mann Geld gibt, zum Beispiel jetzt in dieser Situation, du stehst so schnell in dem seiner Schuld und schuldest ihm Sachen und der kann so easy schnell sagen, ja, aber wenn du das und das nicht machst, dann kriegst du dein Geld nicht mehr. Und du hast dir vielleicht dann schon dein Leben so eingerichtet, dass du halt eben, mit dem zahlst du das und das und dies und jenes so. Und wenn du noch mega jung bist, dann würde ich es nicht machen. Also sorry, weil nein. Und ich verstand, dass es dich reizt, aber vielleicht kannst du es ja... nein, ich würde einfach nicht, weil das kann wirklich grosse Sachen hinterlassen. Und es ist das meiner Meinung nach nicht wert, dass du abhängig von jemandem wirst und vielleicht nachher dein ganze Verhältnis zu Männern und so weiter und so fort gestört ist, weil du einfach irgendwie nachher traumatisiert bist von dem oder nicht mehr wegkommst von dem oder ja, ich weiß nicht. Also eben, ich verstand das, dass du vielleicht auf ältere Männer stehst, aber vielleicht kannst du auch mal hinterfragen, von wo das kommt und wie man das vielleicht anders lösen könnte oder ausleben oder wie du vielleicht anders an Geld kommen könntest oder so, aber ich weiß nicht, das ist wie, also ich glaube, das ist etwas, was im Moment cool tönt und wenn du dann drin bist, denkst du, Alter, was habe ich gemacht? Und von dem kommst du einfach nicht mehr so schnell weg. Darum, ja, also du musst natürlich selber wissen, aber so allgemein würde ich jetzt einfach mal sagen, lieber nicht vorsichtig behandeln, das Thema. Genau. Es wird, wie gesagt, noch sicher eine Fortsetzung von dem Ganzen geben. Ich habe vor allem probiert, in dieser Folge so Sachen dran zu nehmen, die generelle Concerns waren, so, wo alle sich ein bisschen, alle sich dem diesbezüglich irgendwie gemolden haben, damit es halt auch nicht langweilig wird für die sich jetzt nicht so angesprochen fühlen. Sagen wir, falls ihr irgendwie gleich cooler findet, wenn ich auf spezifische Sachen eingehe. Meine Kamera hat jetzt keinen Akku mehr, darum bin ich so gestresst, Alter. Es blinkt die ganze Zeit rot. Aber es hat auf jeden Fall sehr Spass gemacht. Es macht mir auch mal Spass, nicht nur über mich selber zu reden in diesem Podcast. Glaubt es mir, es ist ein bisschen anstrengend. Sagen mir wie immer gerne, was ihr dazu gedacht habt. Folgt uns mal auf Insta und ihr könnt mir immer wieder gerne Vorschläge bringen, was ihr gerne hören würdet. Ich habe natürlich auch eigene Ideen, um das geht es nicht. Aber, falls dir etwas in den Sinn kommt, mal random, wenn du am Zuhören bist, schreibt mir einfach auf Insta. Ich mache immer Screenshots und schreibe es mir auf. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, weil es ist ein geiler Ego-Boost für mich. Und wir sind immer in den Charts im Fall.
Das fühlt sich richtig gut an, Alter. Hör mal, fickt das ganze Podcast-Game. Das stimmt nicht mal. Ich rede mir das einfach selber ein. Leute, stay delusional. Haha. Bis nächste Woche und ja, macht's gut. Schönen Sommer. Ich schwitze jetzt hier in meinem fucking Wollpulli. Tschüss.